Der Tiger Anatol hat in einem modernen Zoo gelebt, mit Büsch, Kletterfelsen, an einem kleinen Wasserfall und in einem trockenen Unterstand. Jeden Tag zu der gleichen Zeit hat ihm der nette Wärter sein Essen gebracht. Ein dicker Mocken Fleisch. Wenn ihm ein Spreissen im Pfoten weh gemacht hat, hat der freundliche Tierarzt den rausgezogen. Der Anatol konnte umrennen, faulenzen, Leute beobachten oder sich an ein schattiges, verstecktes Plätzchen zurückziehen. Trotzdem war es im Anatol schrecklich langweilig. Manchmal hat er mit dem Puma Willi aus dem Nachbargehege darüber geschwätzt. Ach, es ist jeden Tag das Gleiche. Da innen ist einfach nichts los. Ich war zwar noch sehr jung, als sie mich in den Zoo gebracht haben, aber ich weiss noch ein paar Sachen von früher. Draussen in der Wildnis sind einem Tirsche vor der Nase herumgekumpelt und an der Wasserstelle hat man Wildsäue und Krokodile getroffen. Es war alles spannend. Besonders Jagen. Jagen, wenn ich das nur schon höre. Tagelang in den Bäumen rumhängen und warten und Kilometer weiter rennen, wenn einem der Magen knurrt. Bist froh, da im Zoo kommst du das Essen jeden Tag schön serviert über. Was dir fehlt, ist eine Frau. Na, du komm, verschon mich mit dem. Du hast ja eine Frau und der ist trotzdem langweilig. Was ich brauche, das ist ab und zu ein kleiner Ausflug in die Welt raus. Weisst, ein bisschen Dschungellärm. Du plotterisch und plotterisch. Dann mach doch den Ausflug und lass mich in Ruhe. Der Anatol hat sich alles durch den Kopf gehen lassen. Die erste beste Gelegenheit hat er ausgenutzt und ist abgehauen. Der Anatol ist durch den Zoo-Ausgang geflitzt und auf die Strasse rausgerannt. Ganz verwirrt hat er umeinander geschaut. Komischer Dschungel. Was sind denn das für Blechtiere mit so runden, gummigen Beinen? Wo sind denn da Gräser und wo sind Gebüsche? Endlich hat er einen Park gefunden. Dort ist ihm eine schwarze Katze begegnet. Wo die den Anatol gesehen hat, ist sie wieder blitz auf den nächsten Baum geflüchtet. Hey, du da oben! Sind da alle Panther so munzig wie du? Die Katze hat ihm aus sicherer Distanz klar gemacht, dass sie nur eine ganz normale Hauskatze sei. Der Anatol hat überhaupt nichts mehr verstanden. Hinter ihm hat er ein aufgeregtes Geschwätz vernommen. Vorsichtig hat er sich umgedreht. Unter den vielen Menschen hat er sofort den Zoowärter und den Tierarzt wiedererkannt. Also, so eine Aufregung wegen einem kleinen Spaziergang. Der Tierarzt ist langsam näher gekommen. Er hat ein Gewehr direkt auf den Tiger gerichtet. Der Anatol hat ein dumpfes Geräusch gehört, einen kurzen Stich gespürt und ist zusammengezuckt. Als er tief geschlafen hat, ist er in ein Netz eingepackt und in sein Gehege zurückgebracht worden. Nach einer Zeit ist der Anatol wieder verwacht. Hast doch gedacht, dass du gleich wieder da bist. So, und wie war dein Ausflug? Ein absoluter Albtraum. Die Landschaft hat sich total verändert. Die Wildsäue, die haben jetzt Blechpanzer. Die Raubkatzen sind geschrumpft. Es hat fast nichts Grünes und es stinkt grusig. Mein Bedarf an Ausflügen ist für immer gedeckt. Also von jetzt an tue ich nicht mehr jammern, nie mehr. Ein paar Wochen später ist eine freundliche Tigerfrau zum Anatol ins Käfig gezogen. Das war Abwechslung genug für längere Zeit.